So, servus miteinander, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shogun 2. Wir sind letztens hier bei Mino und Ovari einmarschiert und versuchen jetzt einfach mal die Folge, zumindest unsere Wirtschaft wieder zu fixen, dass wir so ein stabiles Einkommen von 1000 haben. Die 700 kriegen wir ja jetzt schon durch die zwei Städte. Wir forschen da gerade hier an in die Steuerreform rein, dann gibt es immer mehr Geld. Genau, dass wir hier das ganze Reich da auch finanziell gut halten können, weil je mehr Ecken wir haben, desto mehr müssen wir verteidigen, desto mehr kostet uns der ganze Spaß. Genau, 125 Euro über. Schauen wir mal, was die anderen machen. Schickt mir auf jeden Fall schon mal einen Metzger vorbei. Wird interessant. So, prinzipiell, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, sollte man schauen, dass wir hier von Tamba eigentlich nach Tango reiten, damit wir da einen guten Verteidigungspunkt haben und aufbauen können gegen alles, was da von Westen kommt. Wir halten hier Harima als Verteidigungspunkt für alles, was von Westen kommt und können dann da oben rum gegenhalten. Und hier müssen wir momentan gegen Stecker und hier, ich weiß nicht, wie schaut denn eigentlich die Imagawa? Die sind mit Ditake da verbündet. Okay, das heißt, die werden sie so schnell wahrscheinlich nicht clashen. Jetzt können wir mal schauen. Okay, die Amako wird es nimmer lang geben mit den Josukabe. Die wollten einmal mit uns handeln und dann auf einmal nimmer. Wollen denn die Imagawa mit uns handeln? Nein, wollen sie auch nicht. Die Christenschweine, na, die wollen auch nicht. Bleibt uns dann überhaupt zwei über? Hier die, ja, wenn es nur für Runden ist, gell? Okay, wir haben einfach keinen Bock. Wenn ihr es nicht wollt, dann lasst es bleiben. In Omi haben wir noch einen Yashigaru gebaut. Genau. Ihr könnt da einfach mal zum Gegenhalten bleiben. Zum Gegenhalten braucht ihr den eigentlich nicht. Der verlegt jetzt einmal nach Tamba und dann kann der da später. Das finden wir jetzt raus, wie die da aufgestellt sind. Lasens. Das klingt doch gut. Okay, mit dem General kommen wir es momentan noch nicht weit. Aber alleine schaffen sie es. Wir sind da super ausgerüstet. Dann reitet es da mal schön dagegen. So, weil dann können wir uns einfach den Verteidigungspunkt vorverlegen. Dann rentiert sich das auch, dass wir da unsere Armee quasi abstellen, so eine kleine. Die ist ja nicht wirklich dafür gebaut, dass lang heute, beziehungsweise dass die so qualitativ ist. Alter, zuckel dich einmal fertig hier. Sondern dass die halt einfach gegenhalten kann im Zweifel eines Angriffs. Also das ist jetzt nicht die krasse Offensivarmee, auf die ich stolz war. Aber der Iko-Iki hat ja irgendwie sowieso ganz wenig und dann kann man das einmal mitnehmen. Dann kanterten wir theoretisch jetzt. Ah na, der Omi, finde ich, ist noch ein bisschen schlecht ausgerüstet. Da müsste man eigentlich noch was hinrekrutieren. Da kann ich davon irgendwie. Oh, ich habe hier ganz viel Quality Units. Was haben wir in Obacht? Wir sind da auf plus 10. Das sind plus 16. Aber wir haben 10 Repressionen. Ja. Das wir können da alle mitnehmen. Die stellen wir jetzt uns mal hier auf die Kreuzung. So. Dann fahre ich ja mal mit den 6 Einheiten. Eine Runde dürfen sie ja Scheiße machen. Fahre ich mal da hier. Dann kommen von denen hier 1, 2, 3 Richtung Ovari. Und dann hat später können wir uns da eigentlich auch noch was neu stellen. Wie gut geht's eigentlich? Hier habt's plus 7, okay, also da können wir auch, wenn es ist, rüberschieben. Jetzt muss ich noch schauen, wir kriegen plus 3 minus. Das gelangt ja eh genau mit denen 3 Leuten. Aber dann haben wir hier schon mal eine Armee, die, sage ich mal, ein bisschen mehr Co.
nehmen wir da unseren Daimyo und sagen denen, hier, ihr setzt sich mal zu dem da dazu. So machen wir jetzt so. Ne? Und schon haben wir eine Armee, die da auch nochmal in den Angriff hochgekommen. Sind wir vor die blöden Verteidigungsecken. Gut, weiter können wir auf was angreifen kann. Da lassen wir uns noch einen Metzger raus. Und da müssen wir uns eigentlich überlegen, was wir da auf Dauer reinstellen. Ich glaube, da kommt eine Schwertschule rein, weil wir sonst noch keine haben. Und das rentiert sich gewiss. Achso, ich hätte meinen Metzger eigentlich auch da rekrutieren können. Ja, bin ich blöd. Der plus 2 Rangerhöhung einfach weggeschmissen. Oh mein. Ja, passiert. Da haben wir nur 6 Runden, was das braucht. Generell der Ninja, der darf noch fahren. Genau. Okay, die haben da einmal nix. Und davon ganz schön viel. Dann haben wir... Okay, scheiße. Kommt nicht mehr hin. Ja, dann hoffen wir, dass der Metzger den Ninja nicht zerlegt, die unten. Schau hier, da kommen schon wieder Soldaten. Ist er schon wieder am Auframmen. Also sie am sich sammeln. Aus Nordschinano raus. Metzger steigt in den Hang auf. Okay, Ovari haben wir gewusst, dass diese jetzt rundenlang aufführen werden. Was gehen wir eigentlich? Bestechen und Überwachen von Armeen. Also. Oder schmarrn wir heben uns den einen auf und gehen dann direkt in den Ultrazensor. Am Markus sind fort. Da sind jetzt die Mazda. Du darfst da mal oben mit rein. Der Mönch, der da hockt, der macht seinen Job schon richtig. Der treibt denen das Ikitum da aus. Und der Kollege fährt mal auf Wakasa. So. Jetzt einmal hier die ganzen leeren Städte abrammen. Nachdem die Armee gegen uns gegengeschmissen haben. Wird jetzt aufputzt. Haben wir hier Eco-Einfluss aus den benachbarten Provinzen? Nein, okay. Das heißt, der den Ichizin hat er noch keinen. Sondern dann erst den Kaga wahrscheinlich sein Kloster. Der hockt sie nach Ovari rein. Dann darf jetzt den hier schon besser gehen. Na, nicht ganz, ja, aber jetzt. So. Genau. Ihr seid wieder soweit happy. Ihr seid einfach nur dafür da, den Angriff abzuwehren, der da kommt. Das ist ja eh so ein billiges Ding. Sagen wir ehrlich, aber der Metzger, der da rumläuft, den da die ganz gern ausschalten. Nicht, dass der da noch irgendeinen Scheiß verzapft. So, schauen wir bloß, ob er einen anderen Kill dann macht, weil das Intro kennen wir ja schon. Träumt er vom Bier oder ähnlichem. Nein, den kennen wir noch nicht. Den lasse ich mal da. Und weg das Zeich, jawohl. Oh, letzte Kosmos war schlecht. Ja, so kann's gehen, liebe Leute. Immer aufpassen, wer euch was in Kosmos reinmischt. Oh, weg ist er, der Dreckbär. Da reparieren wir schon. Das passt. Die freuen sich richtig, dass wir da sind. Wie schaut's denn da unten eigentlich aus? Da war ja das Problem, wir brauchen hier 1600, dass wir da auf unsere Kriegermönche gehen können.
Ja, wenn wir das jetzt sauber zusammenspannen, dann haben wir sie nächste Runde wieder. Finde ich gut. Dann sparen wir einfach. Mal wieder ein erfolgreicher Zug. Ich hoffe bloß, dass da jetzt nicht links irgendwie so viel eskaliert. Heute. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Was habt ihr da jetzt vor? Wieso marschiert ihr da einfach straight up vorbei? Habt ihr noch erschaffen? Ich glaube, er hackt. Okay, pass mal auf, das machen wir das so. Wir schieben den da rüber. Okay, dann bin ich mit dem Daimyo. Wie viel sind wir da auf? Plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 können wir theoretisch abzählen. Plus 2 extra. Alter, das wird bei unschön. Also Omi werden wir jetzt wohl eine Runden lang abgeben. So wie ich das kommen sehe. Da können wir 3 Einheiten abtreten. Das ist eh ein schlechter Witz, diese Armee. Die machen wir da auch so platt. Das heißt, der Ninja fährt dann langsam mal rüber, dass wir die im nächsten Zug irgendwie knacken können. Gerissenheit auf Festnahmen. Überwachung vor Städte. Nehmen wir mit. Okay, der kann ich nicht bestechen, weil mir das Geld dafür fehlt. Weil 10.000 € habe ich dann leider doch nicht. Ja. Problematisch. Jetzt schauen wir mal da. Wie viel von den Leuten kann ich dann noch entbehren? Der braucht sicher nur 2 Runden, bis er da ist. Wir bauen uns hier aber auf jeden Fall unser Kloster rein. Den Plan lasse ich mir nicht versauen. Das heißt, wir rekrutieren hier einen. Die Armee ist ein schlechter Witz. Wir nehmen den. Und fahren die da auch noch mit rein. Genau. Ja, Omi wird fallen. Da machen wir wahrscheinlich wenig dagegen. Schauen wir mal. Müssen wir es uns halt dann wiederholen, nächste Runde. Ja. Okay. 1, 2, 3, 6, 7 Bogenronin. Und immer 3 Ashigaru hinterher. Okay, ja, sauber sagst. Das fight wir doch. Dafür sind wir ausgerüstet. Machen wir hier mal Security Safe. Und dann gehen wir rein. Das wird ein Gefecht, du. Vor allem das Schöne ist, wir sind jetzt selber in der Verteidigung und können uns einfach schön irgendwo auf dem Hügel da oben verschanzen. Bin ich gerade überlegen, ob ich mich da hinstellen soll, oder, aber eigentlich ist da jetzt schon der bessere Platz, weil da sind wir im Wald. Und da ist der Wald so eher spärlich, nenne ich es jetzt einmal. Vor allem müssen wir auch schauen, unsere Verstärkung wird eh von da kommen. Weil wir sind am Anfang noch nicht komplett. Ah, und ein Ring hat es ja ausgesucht, ja genau. Okay, Verstärkung kommt von da. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier möglichst gut auf den Hügel. Jetzt sortieren wir uns erstmal die Units ein bisschen hier. Weil wofür haben wir denn so viel Bogenschützen, wenn wir es dann nicht nutzen? Die könnten sich Schutzschilde hinstellen, aber ich
habe den Sinn davon noch nie so 100% verstanden. Vor allem, wenn wir im Wald. Aber da ist das Problem, wenn der Wald halt so weit vorne ist, dann können wir auch nicht aus dem Wald gescheit rausschießen. Ja, mei, hilft ja nix. Stellen die mal so hoch wie es geht. So, dass wir da so schön die da haben. Und die anderen Kollegen davor. Der General stellt sie einfach mal da auf den Berg. Da darf er ja hier. Die Kisho Ninja. Wo können die denn am besten auflauern? Ich hätte gesagt, die stellen sie mal da in den Wald rein. Und dann, wenn die alle mal vorrennen, dann können sie von der Seite. So, da sind die Hanseln. Die werden sie jetzt schön rüberschwenken. Und wir kriegen hier unsere Verstärkung. Ihr dürft jetzt erst einmal sprinten. Das ist richtig. So, ihr seid da gut verborgen. Ihr macht einen Überraschungsmoment dann später. Können wir die eigentlich auch schon mal in die Reihe einsortieren? Jetzt schauen wir mal. So schicken die denn da die zwei Bogenaschiger so richtig schief vor? So, die singen halt die anderen nicht, gell? Eigentlich müsste man es so hinstellen, gell? Aber ihr macht es bitte im Langsamen, dass man eigentlich. Dass man eigentlich hier nicht sieht. Das war halt wichtig. Dann schon mal hier so einen kleinen Spaziergang zumindest vorwärts machen. Und die Bogen Ashigaru und die Bogen Ronin-Einheit, die werden den Aufklärer-Tod sterben, sobald die da die Grenze hier an rote Striche crossen. Okay, was macht sie jetzt dafür? Eine Ballettaufführung? Spaziert jetzt schon mal ein Stück weiter. So, war jetzt so gut. Ach, wen oder was singt die denn? Ach, die Einheit da. Scheiße. Die war wohl nicht gut genug getarnt. Beziehungsweise das ist ja eine von den, sag mal, von den Verstärkungseinheiten, die dann reinkommen. So, jetzt tarnst du dich doch bitte im Wald. Bitte. Steh die heute gescheit hier, dass die nicht singen. Jawohl, und jetzt ging es vorwärts. Jetzt kommen meine Bogenschützen zum Einsatz. Der will hier aber auch ganz schön Rambazamba. Stimmt, mein General kannte die eigentlich auch nicht bewegen, gell? Dass der damit gar so offen rumsteht. Hier dürft in die Jahre-Wand und ihr bleibt so mal da als ich weiß auch nicht. So. Ihr dürft vorwärts. Der darf dann langsam aber sicher hingehen. So, das sind Bogenbogen. Entsprechend. Alter. Wer schmeißt denn da mit Granaten? Und wieso sind da die Bogenschützen im Nachkampf? Wer kann denn da durch? Ey, warte mal. Das läuft gerade alles komplett verkehrt. Der General ist zu weit hinten. Jetzt aufpassen, dass er da nicht komplett überfordert wird. Von dem ganzen Scheiß. Ihr könnt nicht gescheit schießen, sagt's. Wir fangen jetzt das Sprinten an, weil wir brauchen eigentlich jetzt dringendst.
Ah, da hat er hinten seine Flammenbomber stehen. Jetzt sehe ich es erst. Die sagen, sie werden irgendwie ein bisschen blockiert, aber die müssen sich halt nur das richtige Ziel aussuchen. Hätte ich mal gesagt. Können die da schon machen. So, ey, wenn die jetzt da mal reingesprintet kommen. Alter, der scheiß Nebel, man sieht halt so wenig, gell? Jetzt da ordentlich mal reingesprintet kommen und denen da die Granaten auf den Schädel hauen. Okay, da fliegen schon die ersten Einheiten, das ist gut, das ist gut. Weiter, die sind ja jetzt selber. Sind die in meinen eigenen Granatenfeuer gestanden oder was ist da passiert? Dass die so wenig Moral noch haben. Also das sind halt alles Ashigawa-Einheiten, ja, das schon. Ui, da. Ja, die hat's ordentlich zlickt. Ja, ich glaube, viel von die Gegner steht eh nicht mehr. Da ein bisschen was, aber das rennt jetzt alles wieder weg. Haben sie die Bogensamurai ganz gut im Nahkampf verteidigt. Hey, mir leckst am Arsch. Das war irgendwie anders als geplant und das sah an sich gar nicht verkehrt aus, aber das war ein echter Vorteil, dass ich Samurai gehabt habe und er nicht. Wahnsinn. Ja, lief doch gut. Hätte man jetzt gar nicht so denkt. Ja, die haben ordentlich gelitten. Aber die haben den General verloren, das war auch wichtig. Oder dass wir Omi verloren haben. Wakasa und... Was bei euch auch? Ach, weil ihr Scheißdrecks... Ah, ihr kriegt ja hier immer die Nicht-Clans-Religion. Ja... Die kommen da bis nicht... Die kommen nicht bis da hier. Scheiße. Genau. Es verfällt einer und einen rekrutiere ich nach. Das heißt, es müsste eigentlich hinhauen, dass ihr nicht revoltiert. So, du, ihr drei, ihr habt eure Schuldigkeit getan. Ihr geht's wieder nach Mino zurück. In Ovari sind die auf -1. Das geht nächste Runde gut weg. So, dich können wir skillen. Verstärkungsrate nehmen wir. Wagemut ist sehr gut, also Infanterieanführer. Und dann nehmen wir noch Ehrbar mit, weil das unser Daimyo ist. Und weil Ehre auf dem Daimyo richtig viel bringt. Jetzt muss ich bloß schauen, wie wir denn hier das jetzt am besten einnehmen. Und die da auch noch wegputzen. Weil der Daimyo kann da reiten, das geht. Und sobald er wen dabei hat, wird es eng. Das heißt, ich lasse die jetzt da einfach mal fighten. Da haut er erst einmal ab. Hallo? Danke. Die dürfen da jetzt für sich nochmal fighten. Das lassen wir als Autogefecht durchlaufen, weil es da so klar ist, dass ich gewinne. So, und dann reitet man mit unserem Daimyo. Ah, jetzt darf er viel weiter. Alter, man glaubt es nicht. Reitet man gegen Omi. Na gut, die haben davor die Straße blockiert, gell? Ah, so sagst du natürlich, ja. Genau. Weil die haben ja eine Yari-Einheit. Ach, scheiße. Weil ich natürlich meine Stadt gut genug verteidigt habe, theoretisch. Dass nicht bloß das Samurai-Gefolge drin ist, jetzt habe ich nicht nachgedacht. Ah, ja, die sind alle gleich weit gelaufen.
Die kommen nicht mehr weiter. Die müssten sich nächste Runde einkrangen. Wir können aber trotzdem auch nochmal so unterstützend da noch eine Jari-Einheit auf den Weg schicken. Ihr kriegt euch ein. Ihr habt es da sicher. Können die Armee sabotieren, dass die nächste Runde keinen Ausfall machen. Obwohl ich weiß nicht, ob die nicht trotzdem einen Ausfall machen können. Auf jeden Fall für 80 Euro die Ninja leveln ist sicher nicht verkehrt. Jawohl. 3 Runden haben wir unsere Steuerreform und wir brauchen Omi dringend wieder für, ihr wisst es schon, fürs Geld, für die Wirtschaft. Das ist eine dicke Stadt. Das war klar, dass die früher oder später kommen mit ihren ganzen Ashigao-Einheiten, aber dafür sind wir ja in Mino gerüstet. So, die haben uns nicht angegriffen. Alter, das Armee-Sabotieren hat er richtig viel gebracht. Das zirkt denen ordentlich den Saft. So. Jetzt sollte der Kampf da bloß noch hier Formalität sein. Jawohl. Wir holen uns Omi wieder. Sehr gut, sehr gut. Wir kriegen plus 3 Sichtfeld, weil wir die Quest noch gemacht haben. Der Metzger darf da wieder rein. Das Schloss reparieren wir. Genau. Und dann... Was macht's denn ihr da? Geht's echt gut, ha? Gibt's gerade das Level für meinen General? Wie schaut das aus? Um die sie da dabei denkt. Ja, die dürfen sie wieder Runden aufführen. Der Zorn des Shogunats. Ja, 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 wir sind halt einfach cooler wie ihr. So schaut's halt aus. Ich glaube, vor die Ikuiki geht es momentan weniger Gefahr aus wie vor die Takeda. Das sind angeschlagene Einheiten drin. Der Ninja. Wenn er die sabotieren wollen würde, müsste er das 720 zahlen. Das geht Hobby nicht. Das heißt, wir hocken ihn jetzt einfach mal da rein und behalten ihn da bei uns. Genau. Dann singen wir bis dann auf, ja. Wie leckst am Arsch. Ja, die sind da richtig dabei, den Iko auszutreiben, hier den Buddhismus auszutreiben und den Iko zu etablieren. Das will ich nicht. Haben wir da noch 9% Iko. Das können die auch ohne den Mönch mittlerweile handeln. Stellen den mal nach Wakasa, dass da das schneller weggeht, weil 20% dann doch mehr haben. Außerdem gibt er da plus 4 Zufriedenheit und das ist super. So, ihr seid alle fleißig am Geld scheffeln. Du hast nur einen Punkt, genau das haben wir gesagt, den sparen wir uns. Du bist da fleißig am Geld scheffeln. Der hockt schon seit jeher in Harima und wartet nur drauf, ob die Mats da irgendeinen Scheiß verzapfen, aber selbst wenn, wird das wahrscheinlich wenig reichen. Das ist so die typische Alibi-Armee. Aber, mei, besser wie nix auf jeden Fall. Ich kann bis nach Hida reinschauen, nur weil ich in Mino mein... Yo! Krank. Spionagenetzwerke sind schon zum Teil echt krank. Ja gut. Schauen wir weiter. Die kommen jetzt da auf Mino und wollen dann ein. Das ist mir ja klar. Jetzt haben wir bloß den Vorteil, dass wir einfach 4 Einheiten gratis kriegen, weil da so eine fette Zitadelle drin steht. Und die 4 Einheiten in der Belagerung komplett useless sind. Die angeschlagenen Bogenschützen, ja, um die mache ich mir tatsächlich ein paar Gedanken, aber das wird schon werden. Vor allem haben wir eine große Burg. Das kriegen wir dann schon hier.
Verteidigungsschlachten sind halt einfach so schön zum Spielen, weil deine Leute nicht wegrennen. Es ist jetzt mal wieder einfach toll. Und da hat irgendwie der Praktikant die Zone nicht gescheit markiert. Wie es alle immer im Regen angreifen, dass ich keine Brandpfeile einsetzen kann. Es ist so ein Schmarrn. 1, 2, 3, die stehen da alle vorn. Dann kann ich es hinten drin noch verschirmen, wenn ich will. Ihr seid die Garnisonseinheiten. Ich kann mal da vorne reinjieten. Ihr dürft's da vorne mal deffen. Wart. Na, passt schon. 2, 3, 4. Sind schon da, genau. Und dann war sie. Dann markieren wir das so. Dass mein General, also Pseudo-General, ja, irgendeine Yahya Shigaro-Einheit, die halt ganz vorne links gestanden ist. Die stehen dann da oben und freuen sich, dass da die letzte Bastion machen. Und die Bogenschützen schicke ich dann rum, wenn ich weiß, woher es kommen. Und zwar von allen Seiten. Okay, ihr dürft da stehen bleiben. Ihr fahrt da nach rechts. Und ihr fahrt da nach links. Genau. Ihr stellt euch da rein. Und deft den Scheiß. Und ihr stellt euch einfach so gut wie es geht da vorne rein. So. Und dann deffen wir da den Vorhof auch noch. Dann können die uns gar nichts. Ja, der Bogenschützenturm schießt schon. Waren schon fleißig dabei, Leid rauszunehmen. Wenigstens ist diesmal bei dem scheiß Regen nicht nur auch noch ein Nebel dabei. Da sieht man noch was. Okay, die sind schon am Krackeln. Schauen wir mal, wie lange es durchhalten. Vor allem die Einheiten sind mir halt so egal, wenn die abgeschossen werden oder sterben, weil das sind halt nur die generischen. Genauso wie das, also ich habe hier wirklich nur meine Garnisonstruppen auf der Seite. Ja, die haben schon gar keinen Bock mehr. Die haben auch schon keinen Bock mehr. Und die rennen da auf, sagt ihr. Nehme ich mir mal hier eine große Yahya Shigaro-Einheit und zeig die da hier. Wenn nicht, dass die da hier einfach einen Schmarrn stellen und direkt die große Mauer alleine hoch dürfen. Okay. Die haben halt jetzt schon so überhaupt keinen Bock mehr. So, dann stellen wir euch da mal oben dazu. Und euch, weil es gerade so schön ist, ihr dürft sich da auch noch mit dazu stellen. Okay, das sind jetzt die Generäle und eine Bogen-Ashikawa-Einheit, aber wenn wir in der Mauer stehen, dann passiert da ja vergleichsweise wie. Oh, was macht's denn ihr da? Servus. Wollt ihr euch da anschleichen, ne? Das habe ich aber gar nicht gern. Jetzt direkt abgefangen. Das holt's nicht lang durch, meine Leute. Also als Kavallerie und ohne Pferde seid ihr einfach weak as fuck. Aber was wir machen können, ist, dass wir da die Bogenschützen neu umziehen, dass die da gegen die anderen Bogeneinheiten kämpfen. So. Dann haben die da auch ihre Schuldigkeit getan. Ja, die stehen da vergleichsweise erstmal bei den Gegentoren. Und hier geht es da einmal mit vor, dass wir da die Bogenschützen effektiv bekämpfen, da die Bogensamurai, weil sonst machen die da zu viel Heckmeck. Hier geht es einfach mal wieder in die Mauer und dann passiert euch da viel weniger.
So, und jetzt haut es zusammen. Frage ist eigentlich bloß, wann hier der General auf die doofe Idee kommt, dass er auch noch rein stürmt. Wahrscheinlich erst, wenn die Yashikawa-Einheit sich auch dazu entschlossen hat zu fliehen. Was nicht mehr so lange dauern wird. Und die werden da schön zerstückelt. Schon taktisch clever, wenn man sie rot anzieht, dann sieht man das Blut nicht so schön. Aber dass die ganzen Nachbarn neben einem umfallen, das merkt man dann trotzdem. Hopp, 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 hopp. Die eine Bogensamurai, die ist schon gar nicht mehr gut dabei. Jetzt da fangen sie das Klettern an. Und ihr rennst da jetzt einmal auf die drauf. Haben wir das ganze Pack beieinander. Ui, da kommen sie mit Yashikawa nochmal daher. Das waren welche, die sind schon mal weggerannt. Haben sie wieder da packt. Ich weiß nicht, ob das so eure beste Idee ist. War jetzt nicht so gut und er hat sich einfach von der Mauer weggeschossen, dass im besten Fall keiner oben ankommt. Das war lieb. Okay, es kommt schon noch einer oder der andere oben an. Bringen wir euch einmal kurz in Sicherheit. Ah, okay, sie kommen doch nicht oben an. Sie fliehen schon davor. Kommando zurück. Und ihr schließt da auf, dass ihr am besten Fall auch noch da hinten schießen könnt. Der General ist anscheinend umgefallen. Ah, okay, hier im Vorhof können sie fliehen. Ja. Aber, na, man sieht's. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Aber spätestens sobald er innen drin ist, da packt er sie wieder richtig. Und fertig ist. Ja gut. Schöne Verteidigungsschlacht noch. Auf 400 zu 1600. Das lasse ich mal eingehen. Ninja steigt einen Rang auf. Wunderbar. Aber dazu dann beim nächsten Mal. Also, servus, pfiat euch.